Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute fangen wir an mit einem ganz speziellen Projekt. Und zwar gibt es so ein kleines Journal. Das hier habe ich getüschelt mit der lieben Angioletta. Merci vielmals, dass ich das auch zeigen darf und dass ich das nachher basteln darf. Das ist ein mega herziges Büchlein, das sie mir zugeschickt hat. Und jetzt wollen wir doch hier mal schnell durchblättern, geschwind ein bisschen reinschauen, wie das denn hier eigentlich aussieht. Wir machen das wirklich jetzt so gerade schnell ein bisschen im Schnelldurchlauf. Das ist also wirklich ganz, ganz herzige Sachen drin. Da ist ein kleines Journal, also eine kleine Signatur. Da hat es Täschchen. Da ist eine ganz schöne gestempelte Seite. Und dann geht es auf der anderen Seite weiter. Hier hat es auch wieder Täschchen. Ein schönes Rändchen. Auch wieder 2 Täschchen. Und eine kleine Signatur. Zack. Und dann geht es weiter. So, und dann sind wir wieder am Anfang. So sieht es aus. Es ist so ein Handorgel, oder ich weiß auch nicht genau, wie man dem sagt. Ziehen, Harmonika, Dingsbums. Wenn wir das jetzt so herstellen, dann sehen wir mal, wie das von oben aussieht. Und zwar hat das hier 2 kleine Signaturen drin, die mit so einem Gummizug angemacht sind. Hier hat es auch noch einen Gummizug, da könnte man theoretisch auch noch etwas drin machen, wenn man will, oder einfach etwas drunter klemmen. So sieht das aus. Und ich habe jetzt hier mal so einen kleinen Prototyp vorbastelt, damit man einmal sieht, wie das denn eigentlich wäre und wie man auf das Dingsbums da gekommen ist überhaupt. So. Jetzt ist das ein A4 bis 2 A4 Blätter. Und zwar so. Ich habe einfach so eine alte Zeichnung genommen von meinem Sohn, die er nicht mehr gebraucht hat. Darum haben wir jetzt so eine schöne Schlange noch drauf. So, ein A4-Blatt, das habe ich auf die gewünschte Höhe zugeschnitten. Das ist jetzt gerade etwa so gross wie das ist, weil mir das Format noch so gut gefallen hat. Aber das kann man natürlich, wie man will. Ich habe das so abgeschnitten, 2 A4-Blätter, und habe das so zusammengeklebt. Also das heisst, nein, besser gesagt, ich habe es einmal gefaltet und zweimal gefaltet. So. Und dann habe ich es hier zusammengeklebt. So. Jetzt haben wir natürlich ein Knosch gemacht. Komplett durcheinander. So, jetzt stimmt es wieder. So, und dann haben wir hier das Büchlein, das sich einmal so und einmal so durchblättern. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist einfach nur zum Ausprobieren, wie es funktioniert. Als ich das hier zusammengeklebt habe, habe ich nicht die ganze Fläche geleimt, sondern nur so rum. Dann haben wir eine Seite off und das gibt uns noch gerade ein hübsches Täschchen. Das würde ich dann auch so machen. So, und dann gebe ich das dann hier einen Gummizug drum. Und je nachdem, eben, wie man dann will, wo auch immer man will, man kann ja eigentlich überall, könnte man noch einen Gummizug rein tun. Und so viele Signaturen rein tun, wie man will. Dann ist es dann vielleicht am Schluss einfach so dick. Aber das ist ja gleich. Da kann man sich ja komplett seiner fantasiefreien Lauf lassen und das so machen, wie man gerne will. Und das machen wir jetzt auch. So, also ich habe hier im Bastelschrank noch so dickes Zeichnungspapier gefunden. Das ist wahrscheinlich ein bisschen besser als Kopierpapier, weil das sollte schon ein bisschen stabil sein. Klar wird es dann vielleicht noch ein bisschen beklebt oder was auch immer. Aber ich glaube, wenn das Grundgerüst ein bisschen stabiler ist, ist das okay. Jetzt brauchen wir mal
die Höhe. Ich will es auch jetzt etwa so machen wie das. So, aber einfach so ungefähr. Wir sind ja Handgelenk mal Pi. So, was habe ich jetzt hier wieder angestellt? So, voilà. Also, ich habe jetzt einfach weißes Papier genommen. Es ist nicht ganz blütenweiss. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man dem sagt. Gelblicher halt. Aber das hat sicher einen Namen. Also, dann, ich glaube, ich falte das einzeln, das kommt wahrscheinlich besser. Falten das mal in der Mitte. So, und dann einmal wieder gegen oben. Und einmal wieder gegen unten. So, dann gibt es da so ein M oder ein W oder ein was auch immer. Einmal rauf und noch einmal rauf. Selbstverständlich können wir ja auch ein grösseres Papier nehmen und dann das einfach wirklich nur so wie eine Handorgel falten. Das spielt ja denke ich, überhaupt keine Rolle. Und nach meiner Vorlage, die ich hier habe, ist das jetzt so, so zusammengeklebt. So. Aber natürlich könnte man es auch so zusammenkleben. Dann hat man wirklich nur so das Auf und Ab. Keine Ahnung. Ich mache es jetzt einfach mal so. So wie meine Vorlage ist. Ich mache jetzt das einfach mal so. Jawohl. Zusammenkleben. Ich habe hier ein bisschen Bastelkleber abgefüllt in so ein kleines Tübli, wo da vorne so eine ganz dünne Spitze hat. Das dann mit dem zusammenkleben. Was ich jetzt noch schnell mache ist, ich suche mir da geschwind die Mitte. Ich könnte das messen, aber ich könnte es auch so machen. Zack, da ist die Mitte. Und machen wir hier noch mit meinem Kreisli, das Stanzer, ein Halbkreisli raus. Zack. So, dass unser Täschchen dann hier so ein Täschchenloch hat. Ein Daumenloch, oder wie man dem auch immer sagt. So. Ich klebe es jetzt zusammen. Zwar eben so, dass ich nur an 3 Seiten Leim auftrage. Dass wir dann das Täschchen so schön haben. So.
So. Das wäre jetzt mal so meine Basis. Und ich habe jetzt das einfach mal so gemacht und finde jetzt kann ich anfangen zu dekorieren und so weiter und so fort. Selbstverständlich könnte man auch die A4-Blätter vorher irgendwie bekleben und so und erst dann falten und zusammen leimen und was auch immer. Aber ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal so. Irgendwie muss ich ja schliesslich anfangen und es gibt immer tausende Varianten, wie man es sonst noch machen könnte. Und ich glaube, ich tue jetzt einmal alles inken und dann können wir nämlich jede Seite so bekleben, wie wir dann gerade dazu Lust haben. So, dann würde ich sagen, jetzt inken wir noch mal ein bisschen rundherum. Schauen, ob da etwas rauskommt. Oder ob wir das noch ein bisschen mit nass machen vielleicht. Vielleicht, hä? So, dann hätten wir da so ein schönes Büchlein. Und dann nehmen wir doch hier ein paar Seiten raus. So. Dann reissen wir doch das mal zurecht. In diese Richtung geht es gut. So, das tun wir auch noch ein bisschen inken, aber ich glaube, ich nehme hier eine andere Farbe. Ich glaube, ich nehme hier mal zum Mahagoni. So, jetzt müssten wir auch fast Stiftleim haben, um das aufzuleimen. So, das sieht doch cool aus. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal so auf ein paar Seiten, nicht ganz auf allen. Und auf der anderen Seite kann man dann noch irgendwie etwas anderes machen. Dann muss ich dann noch ein bisschen durch meine Papiere schauen, was da noch gut passen würde. So, dann kleben wir doch die mal auf. So,
So, also jetzt habe ich auf dieser Seite einmal ein paar von denen hier reingeklebt. Ich finde, das sieht schon recht cool aus. Und ich denke, auf der hinteren Seite, da mache ich auch, aber ich tue sie anders inken. Ich glaube, ich nehme irgendein Blau. Dass wir auf dieser Seite haben wir alles schön rot gelinkt und auf dieser Seite haben wir dann einen blauen Rahmen drumherum. So, vielleicht sollte ich dann noch schauen, dass ich es nicht den verkehrten Weg aufklebe, also nicht einmal so und einmal so. So stimmt's. So. Voilà. Oh ja. Oh, ich finde, das sieht cool aus. Sehr, sehr hübsch. Ich habe gesehen, ich habe hier noch so ein ganzes herziges Heftchen mit so hübschen Seiten, so ein bisschen Feen-Style. Und ich denke, ich nehme ein bisschen etwas hier daraus raus. Zum Beispiel hier so einen hübschen Baum. Ja, das passt gut von der Höhe her. Und dann haben wir doch hier auch noch gerade so ein... Was ist das? Irgendein Pavillon. Und das hier, die Blättchen. Das Lämpchen, das nehmen wir nicht. Aber da so eine Tür. So wird es ein bisschen schöner zum Rausnehmen, merke ich gerade. So, wie wäre es denn noch mit so einem Durchgang? Oder auch nicht. Nochmal einen Baum. Da einer da. Der erste gerade. So, jetzt ist die Frage. Nein, es muss ein bisschen mehr als die Hälfte sein. Cool wäre es gewesen, wenn wir es gerade hätten halbieren können, aber dann ist es ein bisschen schmal. Ja, wahrscheinlich brauche ich dann noch ein bisschen mehr. Aber jetzt probieren wir mal, wie es tut. Dann muss ich oben und unten nur ganz wenig abreißen. Einfach damit es keine gerade Kante hat. Da lasse ich es, glaube ich, gerade so. So. Oder wäre die Seite jetzt schöner gewesen als die? Tatsache. Ja, dann ist es halt so. Wow. So, also so. Ein bisschen knapp. So, dann müssen wir das jetzt hier auch herausfinden. Ist das hier schöner oder hier? Weiß nicht. Weiß nicht. Oh, da habe ich noch eins zu viel. Dann nehmen wir vielleicht das nicht. Oder einen Baum nicht. Ich weiß nicht. Ich muss sowieso noch inken. Wie machen wir jetzt das?
Weil das auch einmal rot und einmal blau. Ich glaube es fast. Gut. Gut. Also. Dann legen wir doch das alles rein. So, voilà. Oh, hey, das ist denn cool. Oh, ist das schön. Das gefällt mir mega gut. Und das hier kann man ja noch aufbewahren. Mit dem kann man dann sicher auch noch irgendetwas dekorieren oder so. Je nachdem. Ja, ich würde sagen, das ist schon mal unser Anfang. Und das nächste Mal würde ich denken, machen wir dann vielleicht mal ein paar Signaturen rein. Ich denke, ich nehme auch Kaffee gefärbtes Papier. Da habe ich sicher noch irgendetwas umeinander. Und was ich muss schauen ist, ob ich solche Gummizug habe. Ich weiss, dass ich silbrigen Gummizug habe, aber das passt vielleicht dann nicht so wahnsinnig gut. Ja, und dann können wir uns dann schon überlegen, was wir hier für Täschchen rein tun wollen. Und dann gibt es sicher noch ein paar kleine Kärtchen und Tags. Und dann wird doch das ein ganzes schnusiges Büchlein. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut doch das nächste Mal wieder rein. Vielleicht lassen wir ja ein Abo da oder ein Daumen gegen rauf. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.